Wir haben das Thema vom heutigen Vision Sonntag heisst Glauben schüren, Wunder provozieren. Und allein der Titel ist schon sehr provokant. Weil wie kann man Wunder provozieren? Und ich glaube ganz konkret, es spielt eine grosse Rolle, wie viel Leidenschaft und Wunsch und Sehnsucht wir nach dem Reich von Gott haben. Weil die Bibel sagt, wer nach dem Reich von Gott trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, denen werden Sachen zufallen, die himmlisch sind. Du hast am Anfang im Eingang einen Becher bekommen. Nimm ihn ganz kurz in deine Hand, im Club auch. Wenn du online nicht hast, dann nimm irgendeinen Becher. Und der Becher hat einen Grund. Und zwar, wir möchten euch mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar eine Witwe hat fast kein Geld mehr und sie muss eigentlich ihre Kinder verkaufen, um Geld zu generieren. Und es heißt in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 2 und 3, heißt, sie antwortete, so die Witwe, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Es kann sein, dass du in deinem Leben nicht viel hast. Vielleicht gehst du durch eine nicht so einfache Season durch. Vielleicht sagst du, in meiner Familie ist nicht alles, wie es muss sein, aber Gott hat dir immerhin ein kleines Krügchen Öl gegeben. Niemand hat nichts. Es ist interessant, Gott braucht etwas ganz Kleines. Gut, sagt er, geh und leite von deiner Nachbarin leere Krüge aus, aber nicht so wenige. Jetzt muss ich mir dir vorstellen, du hast eine Not in deinem Leben und der Prophet sagt, du musst zu den Kollegen gehen und sagen, hey, ich brauche von dir einen Krug. Für was? Keine Ahnung. Die Wunder von Gott fangen immer an, dass du deine Menschenfurcht überwinden musst. Dass du etwas machen musst, das intellektuell keinen Sinn macht. Und sie geht und sagt, ich habe keine Ahnung, wieso, aber er hat es gesagt. Das meiste Wort von gläubigen Menschen ist, ich habe keine Ahnung, aber er hat es gesagt. Wenn er es sagt, dann wird er einen Plan haben, weil er ist ein Plan und der Plan ist gut. Im nächsten Vers geht es weiter, Vers 4 bis 6 an. Als nächstes gießt du dein Öl in das Gefäß. Sobald eines voll ist, stell es auf die Seite. Die Witwe tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie gossen das Öl hinein. Bald waren, jetzt acht auf Grammatik, alle Gefäße voll. Kannst du mal das Wort sagen? Alle. Alle heisst auf Hochdeutsch alle. Sondern die Wunder passieren dann, wenn du, ich, mir, Gott unsere Gefäße anerkennen. Das bisschen Öl, das du hast, langt Gott, um ein Wunder zu machen. Und ich möchte mit uns zusammen in ein Jahr gehen, wo wir Glauben schüren. Wo wir Wunder provozieren. Ich sage dir, warum. Auf der ganzen Welt, in Südamerika, wächst die Kirche extrem. Menschen kommen zum Glauben wie noch nie in der Geschichte der Kirche. In China, die Kirche explodiert. In Asien, die Kirchenlandschaft wächst. In Europa gibt es viele Kirchen, die verkauft werden. Es gibt fast immer, wo Pfarrer, Pfarrerin wird. Man sagt, der Glaube geht durch ab. Und ich glaube, dass wir Kirche sein und sagen, Gott, das nicht mit uns. Wir heben dir die leeren Gefäße an. Und du möchtest unser Land, unser Dorf, meine Familie noch einmal mehr erwecken für dich. Gemäss unserem Glauben passieren Wunder. Und wenn wir als Generation sind und sagen zu Gott, schau, das ist leer, aber ich habe ein bisschen Glauben, ich habe ein bisschen Begabung und das Gott anerkennst, wird Gott unser Land nochmal erwecken und nochmal transformieren. Glaubst du das? Es geschieht gemäss seinem Glauben. Wenn wir den Wunsch haben, macht das Gott nochmal ganz konkret in unserem Leben. Wir haben letztes Jahr am Vision Sonntag, ich möchte es mal ganz kurz repetieren, haben wir geschrieben, Send Revival. Magst du dich erinnern? Und die Leute haben zu mir gesagt, wie kannst du Erweckung machen? Erweckung kannst du nicht machen, aber du kannst für Erweckung beten. Du kannst nicht Wunder generieren, aber du kannst für Wunder beten. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und wir haben 3 Sachen aufgeschrieben, so ein Hightech-Boot, ein Lingi-Boot haben wir im Kopf gehabt. Und ein Boot braucht, logisch, es braucht eine Crew und es braucht auch den Wind. Ohne den Heiligen Geist, ohne den Wind Gottes bewegt sich gar nicht. Das ist das Bild, das wir im letzten Jahr. Wieso erkläre ich das euch? Weil der Wachstum vom Sunday Night hat einen krassen Link mit dem Bild. Wir sind vor einem Jahr noch nicht so gross im Sunday Night, wir sind auch vor einem Jahr noch nicht so gross im Sunday Morning, by the way, und auch international, sondern sogar gesagt, wir sind ein Boot. Und wir heben dir das an, die Sehnsucht, dass du nochmal Erweckung schenkst in unserer Familie, in unserem Dorf. Das haben wir Gott angekippt. Du siehst, rechts gibt's To-Dos. Wir haben mega viele To-Dos gehabt, wir gewusst, oh krass, das müssen wir alles machen. Wir haben das angekippt. Und Gina wird euch eine Sache erzählen, die wir letztes Jahr umgesetzt haben, wo Gott gewaltige Wunder verbracht hat. Applaus unserer Gina.
Ein Gefäß, das wir gemäss dieser Grafik Gott angehebt haben, ist unser Staff-Gebet. Wir haben es nicht einmal angehebt, wir haben es nicht ein paar Mal angehebt, sondern wir machen das Woche für Woche am Dienstagmorgen, wo wir glauben, dass Gott füllt. Und was ist passiert? Gott hat tatsächlich gefüllt und er füllt immer noch. Und wir erleben, wie er unser Gefäß auffüllt. Seit wir so beten, das haben wir jetzt noch nie so, wir beten natürlich, aber nicht so, erleben wir so viel Einheit in unserem Staff. Und du denkst vielleicht, ja gut, Einheit. Aber Einheit ist etwas, das einen Preis hat. Es ist nicht etwas Selbstverständliches oder etwas, das irgendwie von selber kommt. Wir haben so viele geistliche Kämpfe, die wir kämpfen im Staff. Und Einheit ist etwas, was aus dem Gefäß rausgekommen ist. Wir wollen nicht nur einfach zusammen arbeiten und exzellent sein in dem, was wir machen, sondern wir wollen zusammen Reich Gottes und Kirche bauen. Und schau, Einheit generiert Kraft und Einheit setzt Wunder frei. Und das erleben wir in unserem Staff, das sehen wir, wie Gott seinen Arm Woche für Woche bewegt. Und das Krasse ist, es bleibt nicht einfach beim Staff stehen, sondern das Gefäß überfließt. Und wenn es überfließt, fließt es nicht einfach irgendwo hin, sondern in unsere Church hinein. Wir sehen, wie die Gebete, die wir beten, Veränderung bringen in unserer Kirche. Wir sehen, wie die Kirche stärker und stärker wird. Und ich bin so dankbar, haben wir uns aktiv entschieden, unser Gefäß, unser Staff, aber auch unsere Arbeitszeit Gott anzuheben. Come on. Woo. Also das klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen einfach, aber ich möchte ganz, ganz ehrlich sein, ich bin nicht doof. Hast du das Gefühl, von den 120 Angestellten, die finden alle immer alles cool, was ich und meine Frau machen? Überhaupt nicht. Und in der Schweiz haben wir so eine Begabung, wir können über alles schnurren. Und bei allem haben wir Recht. Und im Teufel spielt es keine Rolle, ob du Recht hast, Hauptsache du bleibst Recht. Und wir haben gemerkt, wenn wir anfangen zu beten miteinander, und das machen wir, wir sind total, sind wir unterschiedlich verschieden. Und wir haben gemerkt, wenn wir anfangen zu beten, dann sind wir auf der Augenhöhe, wo wir sagen, wir haben Jesus im Zentrum. Und plötzlich sind gewisse Sachen, die wir anders sehen, sind nicht so relevant, wie du meinst. Weil im Reich von Gott gibt es Sachen, wo du in der unsichtbaren Welt kämpfst, wo du nicht menschlich gewinnen kannst. Und das ist mega, mega wichtig. Man muss nicht immer alles gut finden. Aber wenn du Sachen schlecht findest, dann möchte ich dich fragen, wie viel bettest du denn auch für deine Leiter, dass Gott ihnen das Gelingen gibt? Und wenn wir nicht beten, überlassen wir das Feld dem Teufel. Und dann hebst du nicht den Krug an, sondern es passiert dann das, was passiert, und weil der Teufel die Herrlichkeit überkommt. Darum ist es so ein kleines Detail, wenn eine Kirche anfängt zu beten, sagen wir, das Zentrum ist Jesus und das ist der Krug, den wir anheben. Das bringt mich zum nächsten Punkt, und es ist für mich kein Zufall, sind unsere Besucherzahlen. Und wir können das akribisch aufschreiben, das heisst, wenn du reinlaufst, macht jemand einen Klick, das heisst, wir wissen genau, wenn du gehst drüben aufs WC, dann können wir natürlich das auch schauen. Dann sagen wir, trink keinen Kaffee mehr. Aber ich möchte euch ganz kurz, dass ihr die Zahlen anschauen. Und es ist mega, mega, mega krass, wieso zählen wir, weil du zählst. Wieso hat Jesus gewusst, dass das Schaf ist verloren, hat es durchgezählt. Und wenn du das anschaust, es ist interessant, jedes Gefäß, das wir haben vom ICF Teens, ICF Youth, 39, 11:30 International, haben wir uns verdoppelt, Sunday Night sind wir gewachsen, egal welches Gefäß, Michael Church fast verdoppelt. Wir sind heute an einem Sonntag fast 8000 Menschen, die jetzt da sitzen. Das heisst, eigentlich sind wir noch grösser, aber die einen können Skifahren und Snowboarden sind nicht immer da. Das heisst, wir sind 8000 Menschen an einem Sonntag. Krass. Lass uns glaube, dass es einen Applaus gibt. 8000. 8000. Es ist hochinteressant. Zahlen, liebe Freunde, eine Zahl davon bist du. Und ich finde es mega krass, ich habe letzte paar Wochen Leute gefragt am Sonntagabend, woher kommst du? Kommst du aus einer anderen Kirche? Nein. Generation Z hat einen Vorteil, die haben keine Kirchenerfahrungen mehr. Die sind nicht Kirche verletzt, weil die kennen Kirche nicht. Die kannst du einladen, sagen, ja, komm mal. Die haben keine Meinung. Wenn du sagst, gibt Jesus und Gott, und sagen, es ist interessant, ich glaube an 2 Götter. Das heisst, wir haben eine Generation am Sonntagabend, wo eine offene Tür ist für Jesus like never before. Und ich möchte fragen, bist du bereit, das Gefäß anzuheben, dass Gott nochmal in deinem Freundeskreis, wie man es beim Sven gehört hat, kann er wirklich bewirken? Lass uns das Gefäß anheben, dass Gott es füllt, dass Frauen und Männer zum Glauben kommen. Susanne,
Frauen und Menschen. Oh, sorry. So ein Versprecher. So, Susanna, jetzt kommen so viele Leute zum Glauben, like never before. Und jetzt haben wir eine neue Challenge. Ja, ich möchte dort anfangen, wo du persönlich Jesus kennengelernt hast. Kannst du dich noch erinnern, wann das war? Oder wer hat dich an der Hand genommen? Wer hat mit dir das Gebet gebetet, wo du gemerkt hast, wow, jetzt komme ich von meinem alten Leben ins neue Leben? Kannst du dich noch erinnern? Ich möchte heute Abend die Frage umkehren. Gibt es in deinem Umfeld Menschen, die genauso möchten an der Hand genommen werden, wie du das geworden bist, dass du ihnen kannst den Weg zu Jesus zeigen? Vielleicht ist es jemand von diesen vielen Personen, die jetzt hier neu in unserer Reihe sind. Und meine Frage ist, bist du bereit für das? Weißt du, wie das geht? Weißt du, wie man das macht? Jemanden an der Hand nehmen und mehr über Jesus erzählen, zeigen, wie man Glaubensschritte machen kann. Und genau da haben wir als ICF unser Gefäß angehebt. Weil die Geschichte von der Witwe zeigt, wo keine Gefäße sind, passieren keine Wunder. Das ist unsere tiefe Überzeugung, dass wir ein Teil von dem sind. Und darum haben wir uns als ICF-Staff zusammentun, ein paar, und haben Bücher angefangen zu schreiben. Die haben wir schon lange im ICF und gebraucht und irgendwie sind so aus der Mode gekommen. Und jetzt haben wir sie wieder neu zusammengefasst. Und schau, da sind die 3 Bücher. Gott entdecken, erlebe Gott, entdecke Gott, folge Gott. Das sind 3 Bücher, die dir und mir ganz praktisch helfen, wie dass wir Leute an der Hand nehmen und im Glauben weiterführen. Es werden Themen behandelt, wie kann ich meine Berufung finden, wie kann ich beten? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Was bedeutet Taufe? Und so weiter und so fort. Das sind Bücher, die dir und mir helfen, Menschen 1 zu 1 durchzuführen und sagen, komm, wir lesen das erste Kapitel, wir sitzen miteinander an, wir lesen das erste Kapitel. Was heisst es für dein Leben? Das zweite Kapitel, das dritte Kapitel, das erste Buch durch, das zweite Buch durch, das dritte Buch durch. Das sind die Gefäße mit diesen Büchern, die wir Gott anheben. Und sie kommen raus auf der ICF Conference zusammen mit Videos, wo du ebenfalls kannst mit deiner Small Group schauen oder auch mit den Leuten 1 zu 1. Nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch und auf Portugiesisch. Weil zuerst haben wir Bücher nur auf Deutsch rausgegeben, nachher fängt die Englisch-Community an zu sagen, hey, und da sind ganze Microchurches, was ist mit uns? Haben wir uns entschieden, komm, wir machen Bücher auch auf Englisch. Und jetzt werden es auch auf Portugiesisch hergestellt. Wir haben Leute und ICF in Rio und bald in Portugal und die sprechen Portugiesisch. Das sind die Gefäße, das Gefäß, das wir dem Gott im Himmel anheben, wo für dich und für mich wichtig sind, dass wir die Menschen, die in unserem Umfeld Fragen haben über Jesus, können 1 zu 1 annehmen und mit ihnen durchgehen. Ich habe dir Zahlen mitgebracht von unseren Groups, wie sie sich in den letzten 3 Jahren entwickelt haben und gewachsen sind. Und ein Teil von Groups im ICF sind Small Groups. Und ich liebe es, was für unterschiedliche Small Groups wir haben. Ich habe dir auch Bilder mitgebracht von diesen verschiedensten Small Groups. Wir haben zum Beispiel die Small Group von der Rebecca dort oben mit der Amy, die ihnen gefotoshoppt worden ist. Diese Small Group ist ganz frisch, darum haben sie noch nicht ein Bild mit allen. Die haben sich im Summercamp, haben sich die einen zusammengefunden und haben gemerkt, wir haben alle noch keine Small Group. Und jetzt sind sie zusammen unterwegs und haben noch ein paar andere an Board geholt nach dem Camp und haben eine Small Group gestartet, ganz frisch vor kurzer Zeit. Du siehst die 4 Jungs, das sind noch mehr Jungs als auf dem Foto, das sind Jungs, die Spitzensportler sind und in der Trainingsseason treffen sie sich online treffen oder wo sie Matches haben und wenn sie Off-Season haben im Sport, dann treffen sie sich in Person. Und sie sind so miteinander trotzdem auch online im Glauben unterwegs und können im Glauben auch online miteinander wachsen und Gemeinschaft erleben im kleinen Rahmen. Und das unterste Bild, das du siehst, ist meine Small Group. Und was ich liebe, ist, dass wir vor einer kurzen Zeit einen Strategiewechsel gemacht haben. Wir haben gesagt, wir warten nicht mehr länger, dass Leute in unsere Small Group kommen, sondern wir als Gruppe schauen in unser Umfeld, wo hat jemand noch keine Small Group, gehen auf sie zu und laden sie in unsere Small Group ein. Weil es ist immer einfacher, als eine Gruppe auf jemanden zuzugehen, als dass jemand allein auf eine ganze Gruppe zugehen soll. Und
Yes, come on. Auf jeden Fall, was ich über alles liebe, ist Small Group. Du merkst es. Und gleichzeitig liebe ich auch das Big am Sonntag, das wir im ICF haben. Ich liebe es, mit euch allen zusammen zu worshipen. Und trotzdem glauben wir als ICF, dass es Small braucht. Es braucht das Kleine. Es braucht den Gottesdienst am Sonntag und gleichzeitig Small Group auch unter der Woche. Menschen, die dich kennen, die dich ermutigen können, die dir das Leben reden können und die merken, wenn du mal am Sonntag fehlst. Und genau darum möchte ich Gott das Glas heute anheben. Ich möchte ihn bitten, dass er es füllt, nochmal mehr mit neuen Leaders, die aufstehen, zum Small Group gründen. Mit Leuten, die sagen, in meinem Dorf, in meiner Stadt hat es noch keine Small Group. Ich stehe an, ich gründe eine Small Group und darum hebe ich Jesus das Glas an, dass unser Small auch nochmal wachsen darf. Ein weiteres Gefäß, das wir Gott angestreckt haben, sind School of Ministries. Wir haben den ganzen Januar durch bis im Februar 6 Wochen lang uns den Sonntagnachmittag Zeit genommen, um in unterschiedliche Ministries hineinzuschauen. Und ich wollte euch 4 Stories bringen von Leuten, die gesagt haben, ich gehe in so eine School of Ministry. Das ist meine Art, wie ich das Gefäß Gott entgegenstrecke und schau mal, was Gott damit tut. Das Gefäß hat bei der Amy so ausgesehen, dass sie in der School of Dance war. Ja. Relativ schnell hat sie gemerkt, hey, da braucht es mich, da stehe ich rein. Sie hat sogar den Sonntag von der School of Dance selber geleitet. Und dann hat sie gemerkt, wir im Teens, wir tanzen auch gern. Ja, Leo, wir tanzen auch gern. Kannst du mal vorbeikommen, ich zeige es dir. School of Dance braucht es bei uns im Teens. Und Amy hat gesagt, dann stehe ich rein, ich fange an und ich starte so ein Team. Und wir sind am Planen, am Konzeptionieren und bald werden wir das starten bei uns im Teens. Und das Geile ist, ich bin seit 5 Jahren im Teens und seit 5 Jahren reden wir davon, dass es so ein Team bräuchte. Aber es hat bis jetzt noch niemand gehabt, der gesagt hat, ich stehe in die Verantwortung rein. Danke, Amy. Eine weitere Story, das ist unser Janis. Der Janis, der kann unglaublich gut Geschichten erzählen. Er ist cool mit Jesus unterwegs. Es ist nice, mit ihm unterwegs zu sein. Und wir haben ihn gefragt, magst du in die School of Preaching gehen? Vor einem halben Jahr hat er sich noch nicht mal getraut, einen Input zu halten unter uns Leiter bei uns im Teens. Er hat die Challenge angenommen. Er hat gesagt, ich nehme das Gefäß, ich strecke es Gott an, ich gehe in die School of Preaching. Er war dort 6 Wochen, hat einen Input bei uns im Teens gemacht, mit der besten Illustration, die ich je gesehen habe bei uns in diesem Briefing. Und er hat die Challenge angenommen, dass er bald wird eine ganze Message machen bei uns im ICF Teens. Die 3. Person, das ist der Noel. Noel, gutester Mann, ein junger Mann bei uns im Teens. Er liebt es, von Jesus zu erzählen. Er hat Evangelisation auf dem Herzen. Er hat immer wieder über die Evangelisation geredet. Er ist in der School of Evangelism. Wer hätte es gedacht? Sie haben dort einen Outreach gemacht. Er hat neue Formen kennengelernt, wie das er kann auf der Straße mit Leuten über Jesus reden. Er hat eine Family getroffen auf dem Outreach. Sie haben ihm ganz schwierige Fragen gestellt. Das kennst du vielleicht. Er hat gemerkt, wie der Heilige Geist ihn geführt hat, wie er ein cooles Gespräch hat können haben. Und am Schluss hat er die Familie im Gebet segnen mit ihnen zusammen. Und die 4. Story ist Tabea. Tabea ist in die School of Production gegangen. Also School of Technics eigentlich. Sie hat Production kennengelernt. Die uns sagen, wann wir raufkommen sollen. Sie will die Stühle auftragen. Sie will uns das Mikrofon geben, die voll den Durchblick haben. Und sie hat gemerkt, hey, in der Kirche kann ich mit meinem logischen Denken und mit meiner Organisation ja mithelfen und mitdienen. Und so ist sie seit, ich wisse, das war erst im Februar fertig. School of Ministry war erst. Sie war schon am ersten Team-Event. Sie ist schon fix im Team. Und heute Abend ist sie auch im Einsatz. Danke, Tabea. 4 Menschen, die gesagt haben, School of Ministry ist meine Art, wie ich das Gefäß vor Gott anstrecke und schaue, was Gott tun wird. Come on. Come on. Wow. Wie krass ist das? Eine andere Sache, die wir Gott anheben, ist Menschen für Jesus gewinnen.
Und zwar, wir haben vor vielen Jahren viel Finanz investiert in die ganze Technologie von Video, von LED-Wand, alles, was du siehst. Und das ist damals, sind wir im Fernsehen, im Star TV, im Pro7, all diesen Kanälen. Und dann haben wir entschieden, wir gehen Richtung YouTube. Und jetzt ist interessant, in diesem Jahr möchten wir gerne in neue Sprachen gehen. AI hilft uns extrem, weil du musst wissen, wir sind ja Schweizer, wir haben die schönste Sprache der Welt, Schweizerdeutsch, oder? Reden nur 5 Millionen, wir sind die Auserwählten. Aber das Problem ist, wenn du irgendwo in Deutschland bist oder Amerika, sagen sie, ich verstehe dich gar nicht. Was hast du gesagt? Und AI hilft uns, als Schweizer unsere Botschaft zu bringen, auf Philippinisch, in Malaysia, in Spanisch und so. Und wir haben einen Testlauf gemacht, mich in Philippinisch. Und es ist genau meine Sprache, du hast es gehört. Und ich als Legastheniker bin plötzlich sprachbegabt. Das ist ganz so ein Clip about AI. Nang mamatay si Jesus sa krus, alam mo ba kung ano ang sinabi ni Jesus? Madaling gumawa ng mga himala. Madaling maniwala sa mga tao. Madaling manalangin para sa mga tao. Pero mamatay sa krus para sa iyo. Iyan ang pinakamalaking pag-ibig sa lahat. At kapag nagsasalita ako tungkol sa tiwala, kapag nagsasalita ako tungkol sa pamumuno, hindi ako nagsasalita tungkol sa mundo. Sinasabi nila, ang isang bagay pero ginagawa. Ang kabaligtaran, kaya't ako'y nagsasalita. Sa isang simbahan bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesucristo, meron tayong ibang espiritu, meron tayong ibang antas, meron tayong ibang pundasyon. At seksyon 5, dapat tayong maging mga ganitong tao. Maaari kang magtiwala dahil ikaw ay tunay na tao. Also, gell, ich habe mir die Frage gestellt, ob das überhaupt auch stimmt, weil wir haben das schon mal gemacht, vor etwa 1,5 Jahren, habe ich auf Holländisch gepredigt und das haben wir eingegeben mit AI und dann haben wir als ICF in Leiden haben wir gefragt, du, stimmt das? Und dann haben sie gesagt, ja, also plus minus die Hälfte nicht. Und heute war jemand da im International aus den Philippinen und die erste Reihe, die ist abgegangen wie eine Schmitzkatze. Dann haben sie gefragt, stimmt das? Und dann hat sie gesagt, zu 100% korrekt. Und AI wird uns helfen, wir werden mit Finanzen investieren und werden das Jahr unser Gefäß anheben auf Philippinisch, auf Portugiesisch, auf Spanisch. Sind gespannt, was Gott mit dem macht, aber ich weiss, es ist für euch Schweizer interessant, aber das Gefäß heben wir Gott an. Um Menschen für Jesus gewinnen. Amen? Heben wir an. So. Der letzte Punkt, und dann werden wir ganz kurz erklären, jede Person, was heisst das Gefäß für sie. Der letzte Punkt ist, Glauben schüren, Wunder provozieren, habe ich 3 Fragezeichen angetan. Ich möchte die Frage stellen am Ende von dem Abend, was ist dein Gefäß? Was ist das, was du spürst, wo der Heilige Geist den Finger drauf legt, wo er sagt, hey, heb das raus. Ich möchte die Geschichte nochmal weiterlesen von der Witwe in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 6b. Und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. In dem Moment, wo du aufhörst, die Krüge anzuheben in deinem Leben, hören die Wunder auf. Und ich glaube, die Kraft in einer Kirche hört dann auf, wenn wir nicht mehr bereit sind, extra Meilen zu gehen. Und der Krug anheben hat einen Preis. Das kostet uns etwas. Ich möchte, bevor wir die Storys hören, ganz kurz einen Preis von mir erzählen. Und zwar vor 20 Jahren ist eine Frau aus Jakarta in unsere Kirche gekommen. Die hat in Gromontana, hat man dazu mal eine Hotelausbildung gemacht und ist jeden Sonntag von Gromontana da angefahren und am Abend wieder heim. Kannst du dir vorstellen? Und die Frau von Gromontana, die Frau von Jakarta, kommt dafür und sagt zu mir, Leo, sie hat einen prophetischen Eindruck über mich. Und ich, okay, bring it on. Dann sagt sie, ich sehe dich in Jakarta predigen. Gott gibt dir einen Auftrag, in Indonesien zu predigen. Ich habe immer gewusst, wo ist Jakarta? Ich komme aus dem Rheintal. Das weiteste, wo ich schon gegangen bin, ist der Bodensee. Und Graubünden auf Chur und weiter lassen sie ja nicht rein. Und ich habe gegoogelt, wo ist Jakarta. Das musst du gut hören. Ich fliege nicht gern.
Und wenn es Turbulenzen hat, mir wird es fast schlecht. Und beim Fliegen hat es oft Turbulenzen. Und ich habe zu Gott gesagt, das ist unmöglich. Werde ich nicht machen. Und ich habe gespürt, kennst du das? Wenn Gott zu dir redet und es passt dir nicht, dann kommt die Frage, lebe ich in mir oder wohnt Christus in mir? Und ich habe an dem Sonntag, vergiss ich nie mehr, gesagt, Gott, ich heb dir mein Fliegen an, das schiesst mich an. Die scheiß langen Flüge. Du kannst nicht golfen, du kannst nicht Fußball spielen, du hockst dort rein wie eine Sardine. Ich habe das Gott angekippt. Und ich möchte dich fragen, was ist das, was du anheben, wo Gott dich challenged? Vielleicht sagt Gott zu dir, start eine Small Group und sagst, oh, ich habe keinen Bock, dann musst du Verantwortung übernehmen. Dann musst du es durchziehen. Was ist dein Krug? Ich habe vor 2 Wochen in Jakarta predigt. Und jedes Mal, wenn ich in Indonesien predige, kommt mir die Frau in den Sinn von Gromontana. Das ist jetzt 20 Jahre her. Es ist nicht so, dass Gott dich für etwas fragt, was du nicht kannst. Es steckt in dir. Aber Gott möchte es rausschälen. Und das ist meine Frage, was ist das, was Gott challenged? Weil wenn du es nicht mehr anhebst, hören die Wunder auf. Du hörst heute ein paar Storys, was es für uns heisst, die Krüge anzuheben. Hey, ich träume davon und wünsche mir so fest, dass wir als Sunday Night ein Revival erleben in unserem Gebetsleben. Dass wir unser Gefäß, unser Gebetsleben ihm nochmal hinheben, eine neue Intimität und eine neue persönliche Beziehung zu Gott erfahren. Dass wir sehen, wie er Wunder bewirkt durch unsere Gebete, wie er Berge versetzt, wenn wir beten. Schau, ich hatte in meinen Teenagerjahren das beste Vorbild, wenn es um eine starke Betterin geht. Ich habe meine Mami beobachten, wie sie mit jeder Herausforderung vor den Gott gekommen ist und gekämpft hat in dem Gebet, wo geringt hat um Sachen im Gebet, wo nichts zurückgehebt hat vor Gott. Und heute Abend ist ein Moment, wo du dein Gebetsleben, wenn du merkst, hey, ich bin faul geworden, ich irgendwie weiss nicht, was bete, ich mag nicht noch mal mehr kämpfen für gewisse Sachen im Gebet. Heb dein Gebetsleben, das Gefäß noch mal an. Und ich bitte dich, verpasse nicht die Wunder, die auf dich warten wollen. Die Verheißungen, die die Bibel verspricht, wenn wir beten, wenn wir aufstehen für die Sachen, die wir wünschen, die wir uns träumen, wo wir sehen, was passiert in unserem Umfeld, wenn wir beten. Bist mutig, heb nochmal an und sag, hey, ich lasse mich nochmal fühlen mit einer neuen Kraft von dem Heiligen Geist. Dass mein Gebetsleben leidenschaftlich werden und dass du nichts zurückhebst vor dem Gott. Und schau, ich weiss, der Find zittert, wenn Menschen aufstehen im Gebet. Ich träume von einer Kirche, die nach Apostel 2 wie die ersten Gemeinden, sich am Sonntag trifft und genauso unter der Woche zueinander heimgeht und im kleinen Kirche miteinander lebt und Kirche erlebbar macht. Ich habe gestern 9 Frauen bei mir daheim gehabt. Mir ist erst heute bewusst worden, dass von diesen 9 Frauen fast jede Frau schon mal mit mir in einer Small Group war und aus diesen verschiedenen Small Groups, wo ich war, krasse, lebenslange Freundschaften entstanden sind. Und ich will dich heute challengen, wenn du merkst, es ist dran, eine Small Group zu starten, deine Small Group für neue Leute aufzumachen oder selber einfach in eine Small Group zu gehen, dann heb du heute Jesus das Gefäß von dir an. Weil ich bin überzeugt, Jesus will mit uns Kirche im Grossen und im Kleinen bauen. Ich träume von einer Kirche, von einer Generation, die ihre Bibel kennt. Und ich meine nicht kennen auf einem intellektuellen Level, sondern auf einer Herzensebene. Ich habe mich entschieden, dass ich das Jahr wieder durch die Bibel lese und ich studiere Theologie an der Uni Zürich. Ich beschäftige mich Tag aus, Tag ein mit biblischen Texten. Ich muss übersetzen, ich muss Arbeiten schreiben, ich muss auf der intellektuellen Ebene so viel Wissen mir aneignen zu diesem Buch. Aber dort ist keine Lebensveränderung. Und ich habe mich entschieden, dass ich mein Gefäß, das Bibellesen, wieder Gott anhebe und dass ich jeden Tag in meiner Bibel lese, nicht mit meinem Verstand, sondern mit dem Heiligen Geist. Weil es heisst im Johannesevangelium nicht, dass dein Verstand das ist, der dich in alle Wahrheit leitet, sondern es ist der Heilige Geist, der dich in alle Wahrheit leitet.
Und vielleicht ist dein Gefäß, ich weiß nicht, was deine Beziehung zu der Bibel ist, vielleicht bist du frustriert wegen dem Buch, weil du nicht rauskommst, oder es frustriert dich einfach. Heb dein Gefäß Jesus wieder an, weil das habe ich auch mich entschieden. Ich habe mein Bibellesen, mein tägliches Bibellesen, meine Beziehung zu Jesus, habe ich ihm an und lasse ihn es füllen, Tag für Tag. Stell dir vor, wie schon nur der Raum aussehen würde, wenn du dein Gefäß von Worship voll und ganz Jesus angibst. Wenn du jede Worship-Zeit nutzen würdest und mit deinem ganzen Körper Jesus würdest anbeten. Vor einer Zeit, es war noch nicht so lange her, hatte ich eine Worship-Zeit vorher und ich hatte so fetten Anschiss. Ich hatte überhaupt keine Lust, keine Angst, dass ich nicht da war. Und ich habe nicht mögen, mir haben die Lieder nicht gefallen, ich habe sie doof gefunden. Ich hätte einfach rauslaufen, aber ich wusste, das ist keine Option. Und dann habe ich mich entschieden, habe Gott mein Gefäß angegeben und habe gesagt, nein, ich will worshipen. Ich will jetzt auf die Bühne gehen und ich will die Zeit nutzen. Und ich sage euch, es war eine der intimsten und kraftvollsten Worship-Zeiten, die ich je hatte, weil ich gemerkt habe, es geht nicht um das, was ich fühle und es geht nicht um das, was ich gerade Lust drauf habe oder das, was gerade der Hype ist, sondern es geht darum, dass ich Gott anbete, dass ich Jesus anbete. Und ich will euch challengen, dass ihr das Gefäß auch anhebt und dass ihr jede Worship-Zeit nutzt, um Jesus anzubeten, dass ihr mit eurem Körper Jesus anbetet, mit eurer Stimme Jesus anbetet. Lasst uns Worshipper sein, die wirklich mit allem, was wir haben, unabhängig von wie wir uns gerade fühlen, Jesus anbeten. Ich träume davon, dass Jesus uns am Montag bis Freitag neu belebt. Der Ort, wo wir sind, an der Arbeit und in der Schule, dass es ein Ort ist, wo Leute anfangen können, an Jesus glauben. Weil du und ich Mut fassen, von Jesus zu erzählen. Wie wäre es, wenn heute in einem Jahr oder in den späteren Jahren plötzlich Leute in deiner Arbeitsstelle mit dir über Jesus schwärmen? Oder Leute anfangen mit dir beten an diesem Ort. Und ich weiss, heute ist es wahrscheinlich anders. Leute regen sich auf über deinen Glauben, sie regen sich auf über deine Insta-Bio, über dein Tattoo. Und du bist vielleicht dort, dass du deine Zeit jetzt in der Lehre am Ertragen bist. Aber was, wenn du dein Gefäß ganz bewusst einmal neu in der nächsten Season anhebst und sagst, Gott, verändere mein Montag bis Freitag. Ich kann euch erzählen, ein paar Jahre nach meiner Lehrzeit hat dann irgendwann mal sich ein Mitarbeiter von mir gemeldet und gesagt, Paul, ich habe Jesus gefunden. Und als ich ihn getroffen habe, sehe ich bei seinem Autositz auf der Hinterseite eine Starterbibel vom ICF. Ich habe es irgendwie nicht in Einklang gebracht. Ich habe ihn kennt in der Lehrzeit. Ich habe dort zwar manchmal den Mut gefasst zum Betten, für ihn ein bisschen von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, dass er seiner neuen Arbeitsstelle jemand ihm von Jesus erzählt hat. Er hat sein Leben Jesus gegeben und hat angefangen an Jesus zu glauben. Und mich hat das so begeistert. Ich habe gemerkt, wow, Gott kann viel mehr tun, als wir uns erbitten können, als wir uns vorstellen können. So mächtig ist seine Kraft in uns. In jedem Gebet, das du sprichst, jedes Mal, wenn du vielleicht den Mut fasst, von ihm zu erzählen. Gott kann viel mehr tun. Darum, Sunday Night, lass uns unsere Gefäße Gott anheben, wenn es darum geht, in unserer Arbeitsstelle und unseren Schulen. Als Pastor darf ich Sonntag für Sonntag Einblick haben, dass Gott Leben verändert. Dass Hoffnung ausgegossen wird, dass Wunder passieren. Die Kirche, die wir erleben, ist so kraftvoll, weil die Kraft Gottes da ist. Und wieso ist das möglich? Weil Sonntag für Sonntag unglaublich viele Leute dastehen, die Tür aufmachen, dich da begleiten, vorher noch mehr von diesen Becherchen da vorne verteilt haben. So viele Leute, die sich investieren und zusammen Kirche bauen. Das Mitschaffen ist vielleicht das Gefäß, wo du Gott heute möchtest anstrecken. Ich bin schon gefühlt in jedem Team gewesen, ausser dem Worship-Team. Das hat auch seine Gründe. Aber es lohnt sich, sich zu investieren. Und es macht mir Spass. Ich darf aufblühen und es ist eine riesige Freude. Und darum heute meine Einladung an dich. Ist es daran, dass du sagst, hey, Gott, dein heilige Haus baue ich mit meinem Talent, mit dem, was du in mich hineingelegt hast. Ich will mitschaffen in dieser Kirche, die auf dich, Jesus Christus, ausgerichtet ist. Das heisst, mein Gefäß dir Gott anzustrecken.
Er hat die Witwe gefragt, was hast du daheim? Und sagt sie, ich habe nur ein bisschen Öl, ich habe nicht mehr. Sie hat ihre Nachbarin gefragt, hast du ein Gefäß? Und sie hat mega viel Gefäß eingesammelt. Sie hat das Öl hineingeleert, alles, was sie hatte. Und Gott hat es vermehrt. Bis an dem Tag, wo sie keine neue Kühe geholt hat. Ich träume von einer Kirche. Ich träume von Menschen, die nicht aufhören zu erzählen, was für Wunder sie erlebt haben. Lass uns Glauben schüren, Wunder provozieren mit unserem Lifestyle, dass Gott sagt, ich habe eine Frau und einen Mann gefunden, wo ich weiss, ich habe etwas auftragen und sie macht es und er setzt es auch um für mich. Ich lade dich jetzt ein, aufzustehen, der Club live, auch online. Ich möchte dich bitten, nimm das Becher noch mal ganz kurz in deine Hände. Und das ist mehr symbolisch heute für uns alle. Vater im Himmel, wir heben dir unsere Krüge an. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Du hast in mir ein Feuer angezündet, mit einer Leidenschaft, mit einer Kraft, die die Welt mir nicht geben kann. Jesus, und ich lege meine Bequemlichkeit, ich lege meine Ängste, meine Zweifel, dass ich zu kurz komme. Das ist eine der grössten Lügen von dem Teufel. Bist du sicher, dass es Gott gesagt hat? Bist du sicher, dass es gut kommt? Ich lege die Stimme in mir ab im Namen von Jesus. Sondern ich hebe dir das Gefäß an. Glauben schüren, Wunder provozieren, ich heb's an. Wenn ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm's. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal reinklicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder auch sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, dass Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen.